Aber es sieht schon wieder schlecht aus, muss ich ehrlich gesagt gerade gestehen. Ist wieder am Legen. Ja, es ist am Legen. Es tut mir sehr leid, Leute. Eigentlich war ja die Idee gewesen, dass wir aus dem Studio im Büro aus streamen. Das können wir ja aber eigentlich im Moment nicht machen, weil wir Homeoffice-Pflicht haben und von daheim aus müssen streamen. Darum haben wir ein bisschen ummodeln. Aber ja, wir machen das jetzt trotzdem mal einfach so weiter. Würde ich jetzt sagen, weil eigentlich machen wir ja einen Podcast. Also schlussendlich wird einfach die Audiospur dann hauptsächlich dann, auf Spotify kommen. Und von dem her ist jetzt das Video hier effektiv beim heutigen Stream mal zweitrangig. Und dann schauen wir, dass wir auf nächste Woche eventuell eine Lösung haben. Ich hoffe, dass mit dem könnten wir alle leben. Also ich kann damit leben. Ich hoffe, für euch ist das auch okay. Was meinst du, Nico? Machen wir das so? Ziehen wir es Ja, einfach sicher. durch? Durchziehen, auf jeden Fall. Eben, gell. Und ich habe effektiv in den Einstellungen geschaut. Es ist alles so, wie ich es bei mir also bei meinem privaten Stream auch eingestellt habe. Von dem her, das Einzige, was anders ist, ist, dass du jetzt noch da bist. Dass wir 2 Webcams haben, die wir eingeschaltet haben, also die ich über meinen Lala streame. Und mein PC ist halt nicht mehr der beste, der neueste, tollste, das muss ich zugeben. Von dem her kann es eben natürlich schon sein, dass dass mein PC vielleicht sogar zu schwach ist, für das wir 2 Webcams einbauen kann. Was ich komisch finde, muss ich zugeben, wo in meinem Gameplay und meine Webcam geht ja auch. Darum denke ich mir so, warum sollten 2 Webcams nicht gehen? Aber ja, Ja, das ist eine gute Frage. eben gell. Aber es ist ja. Technik. Leute, es ist Technik. Es ist immer Technik. Aber man könnte auch jetzt da noch lange philosophieren. Ja, was auf das jeden könnte Fall. sein. Aber das machen wir nicht. Weil wir haben schon 15 Minuten verloren damit, was aber nicht weiter tragisch ist, also muss ich ehrlich gesagt sagen. Wir haben aber heute ein kleines Programm. Und zwar ist es ja unser Podcast. Und mit dem fangen wir jetzt gleich an. Wir haben einverstanden. Was lachst du, Nico? Hey, komm, ich bin nervös, okay? Ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen nervös. Ich meine, ich habe jetzt 7 Monate lang vorbereitet. Ein bisschen nervös sein darf ich. Natürlich, auf jeden Fall. Dein Recht. Aber gell. Ist dein Recht. Auf jeden Fall. Ja, wir haben das Programm vorbereitet. Wir haben uns ein bisschen etwas überlegt, was wir möchten erzählen. Wir haben aber, glaube ich, auch vor allem einfach extrem fest Freude, dass wir das hier dürfen machen. Mega. Dass es so weit gekommen ist, dass wir jetzt an diesem Punkt sind. Klar, jetzt haben wir noch das Problem mit den Lags, aber hey, eben erster Egal. Stream, ich kenne das sehr gut von Erfahrungen, die ich früher gemacht habe. Steffi, du kennst das auch. Ich kenne das auch. Das ist einfach normal. Ja, ich In einem glaube, jeder ersten kennt Stream das. technische Probleme. Solange das Audio stimmt, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Das ist genau Von so. dem Und ich wollte mich zuerst mal noch bedanken für die mega vielen Follows, die schon gerade reingekommen, bevor wir hier überhaupt das erste Mal live sind gegangen. Das ist mega cool. Ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das gerade so abgeht. Darum von unserer Seite her sicher auch nochmal ein big fettes Merci für die ganze Unterstützung und das freut uns natürlich extrem. Ja, Ja. das freut uns wirklich. Dann würde ich aber sagen, dann starten wir doch jetzt gerade schon in die Themen, ne? In Podcast, in Buffcrit Loot, so heisst der Podcast. Und bevor wir mit den Themen, also bevor wir voll in die Themen eintauchen, tun wir uns noch kurz schnell vorstellen, wo ich denke mal, es kennen uns nicht ganz alle. Nicht alle wissen, wer wir sind, nicht alle wissen, was wir eigentlich machen. Und darum, stellen wir uns erst mal kurz vor, wer sind wir überhaupt? Wer sind wir? Nico, wer bist du? Erzähl. Ja, also, ich bin der Nico. Ich bin mittlerweile auch schon ein alter Cape, 30 geworden. Alter Cape bin, sagt so. Ist gut, red weiter. bin mit Videogames aufgewachsen, heisst, bin eigentlich, ja, ich würde sagen, der Hauptpart von meinem Leben im Gamen, eintauchen in die virtuellen Welten und die auch immer wieder am entdecken. Es fasziniert mich extrem, neue Games anzuzocken, Ballet oder auch mit Kollegen.
für mich ist es ein grosser Teil auch von meinem täglichen, ja, man würde mal sagen, fast mehr als ein Hobby, sondern wirklich ein Teil von mir, wo ich auch sehr schätze. Ich vergleiche es ging mit jemandem, der gerne in eine Kunstgalerie geht, Bilder anschauen. Bin ich so ein bisschen der gerne Videogames anschaut. Und zwar, wie sie aufgebaut sind, wie fest man sich hat Mühe gegeben bei dem und dem, Mhm. was man sich hat für Zeit genommen, für Charakterdesign, für die Story. Ich finde das so unglaublich faszinierend. Und das sind für mich halt alles wirklich Kunstwerke. Oder? Das sind grosse Teams, die dran gesessen sind. Die haben sich Mhm. extrem viel Mühe gegeben. Nicht immer, Nico. Aber ja, red weiter, sorry. Nicht immer, es gibt auch Leute, ja, es gibt natürlich auch Games, die nur einer allein programmiert hat. Das Ey, stimmt, das ja, stimmt. Wahnsinn. Das sind dann teilweise richtige Meisterwerke. Aber auf das kommen wir ein Ich weiß, anderes ich Mal. weiß. Ich weiß. Aber auf jeden Fall, mit dem möchte ich nur sagen, sei es jetzt ein Stardew Valley oder sei es jetzt God of keine War. Ahnung, ein God of War oder Mhm. EA-Titel. Ich probiere alles aus und ich versuche alles zu spielen und ich versuche alles zu entdecken, weil es gibt so viel und es ist unendlich und es ist richtig nice. Ähm, aber eben, so viel zu mir und was ich hier bei Brack mache, ist, ich bin Category Marketing Manager. Ich tue grundsätzlich vor allem sehr viel mit Herstellern und Budgets im Bereich Gaming, PC, Storage und Components zusammenarbeiten. Ich schaue, dass die guten Platzierungen an richtigen Hersteller gegeben werden im bibrack.ch. Und das Mhm. erst seit 2 Monaten. Und ich bin schon richtig hyped und richtig Fan von dieser Firma. Und dass ich das da hier jetzt darf machen, ist für mich ein Zugeständnis, dass man nicht nur mit dem Fernrohr in die Zukunft schaut, sondern dass man wirklich auch den Kurs auf die Zukunft gesetzt hat bei Brack. Und das ist sehr schön. Nice. Ja, gut. Ich bin die Steffi. Merci vielmals, Nico, für deine Ausführung. Wir kennen uns ja jetzt auch schon ein Weile. Wir haben uns tatsächlich ja nicht bei Brack kennengelernt, sondern wir haben uns schon vorher kennt. Und ja, aber ich bin Steffi, ich bin Content Marketing Managerin bei brack.ch. Das heisst, all die ganzen Webseiten und Landingpages, die mit brack.ch/gaming anfangen, die sind so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen. Ich kümmere mich um die, pflege die, schreibe Podcasts, schreibe Blogposts und bin jetzt eben auch dafür verantwortlich, dass wir so mega coole Projekte machen können, wie das jetzt hier auf Twitch streamen, den Podcast und so weiter. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und das ist ja eigentlich auch mein Hobby. Das mache ich ja nebst meinem Job auch noch privat. Ich bin seit 5 Jahren in der Gaming- und E-Sports-Branche tätig, beruflich. Und jetzt schon seit gleich 10 Jahren produziere ich Content, produzieren, Online-Content. Jetzt bin ich wirklich schon lange dabei. Das ist, jedes Mal, wenn ich das so denke ich mir so, holy shit, das ist schon lang. Und ich habe noch 2, 3 graue Haare mehr als der Nico. Ich bin nämlich 32, also so von wegen alt, gell? Mhm. Ich sage dir das auch mal wieder. Und genau, seit Juni bin ich bei Brack. Also im Juni letztes Jahr habe ich angefangen und seither bin ich eigentlich dran, dass wir das Projekt können starten können. Also es hat sehr viel Vorbereitungszeit gedauert, dementsprechend nervös bin ich natürlich auch gewesen. Aber jetzt bin ich froh, dass wir das gestartet haben. Und ja, wo findet man uns überall? Also eben, wir regelmässig auf Twitch streamen, mehrmals in der Woche. Gestartet haben wir jetzt mal heute am Montag, 15.00 das ist jede Woche, mit dem Podcast. Das machen der Nico und ich. Und da gibt es Gaming-News. Und ja, am Dienstag und am Mittwoch ab der 3 gibt es dann noch Gaming und am Freitag ab der 2 gibt es nochmal Gaming. Und die Formate werden dann aufgebaut. Das heisst, im Verlauf des Jahres gibt es dann noch ganz viele andere coole Sachen, die wir euch zeigen wollen. Die Podcasts, wo wir jetzt gerade heute auch live am Aufnehmen sind, die kommen dann natürlich auch auf Spotify. Also die könnt ihr dann jederzeit nachhören und ganz unabhängig gerade davon, ob wir jetzt gerade live sind oder nicht. Also sei es zum Einschlafen, wenn ihr unterwegs seid oder am Duschen, wo immer ihr halt Podcast hört. Jawohl. Genau, genau. Also ich hoffe, dass es für euch auch ein Podcast wird sein, wo ihr werdet sagen, hey,
da lasse ich mehrmals in der Woche, da lasse ich gerne mehrmals im Monat wieder rein. Das möchte ich mir, das ist cool, das ist Da gebe ich unterhaltsam, das mir. sind spannende Themen. Genau, Absolut. da gebe ich mir. Da gebe ich mir. Voll, ja, ich meine, es ist ein Thema, wo wir alle gerne darüber reden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Nico, aber ich höre auch immer gerne den Leuten zu, wenn sie über Gaming reden, wo das einfach immer so ein Thema ist, wo die Leute immer so voller Herzensblut und Inbrunst und Leidenschaft davon erzählen. Und ich finde das grossartig. Ich meine, ja. Auf jeden Fall. Auf Mhm. jeden Fall. Man findet auch einfach sehr, sehr spezielle individuelle Charaktere in dieser ganzen Gaming, Oh ja. ja, in dieser ganzen Branche, in dem ganzen Kuchen, sage ich mal. Obwohl es eher ein Cupcake ist, aber es ist einfach. In der Schweiz schon, ja. Wobei man ja muss sagen, dass die Gaming-Branche an sich ja wahnsinnig gross ist. Also etwa die Hälfte der Menschen gamet ja. Aber irgendwie sieht man das in der Schweiz noch nicht so ganz. Das ist schon so, ja. Ja, ich glaube, es gibt eine größere Dunkelziffer, als man denkt dort. Ja, Also das kann gut sein, ja. ich sage jetzt mal, Dunkelziffer sagt man eigentlich nur bei negativen Zügen, aber da ist es jetzt sicher Nein, etwas überhaupt Positives. nicht. Genau. Aber darum stimme ich dir hundertprozentig zu. Also, Gaming ist eine Welt für sich. Wenn man rein eintauchen will, ist man immer willkommen. Das ist sehr, sehr schön. Voll. Alle Gamer sind eigentlich sehr offene Menschen. Da würde ich jetzt nicht zustimmen, aber ich kenne sehr viele oder kenne fast nur solche, die offen sind. Aber ich kenne auch ein paar sehr introvertierte Gamer. Das Schöne ist aber, dass sie durch das Gamen dann aber sehr auftauen. Und das ist das, was Gaming ja so toll macht, weißt? Dass die Leute dann durch das Gaming sehr offen werden, weißt du, was ich meine? Aber sonst sind es sehr introvertierte Menschen. Ich lese nur gerade im Chat, Nico ist eine Legende. Ja, so gelesen. Super. Ja, auf jeden Fall, ja, schreiten wir doch ein bisschen voran, Steffi. Wir haben ein paar Absolut. Themen, die wir Ja, reden. und zwar gar nicht mal so wenig. Wir haben eigentlich gedacht, dass wir wirklich kurz etwas über uns erzählen und dann eben in die Gaming-Themen starten. Und schlussendlich haben wir aber trotzdem viel mehr Themen aufgeschrieben, als wir eigentlich haben wollen. Yes, aber ja, das ist wirklich so. Aber ich würde wirklich sagen, wir starten. Und wir fangen gerade mit der mega coolen News an, die auch national ist tatsächlich. Sehr oft sind Gaming-News ja national. Aber wir haben international meine ich, aber wir haben ein nationales Thema. Und zwar ist es für die spannend, die im E-Sports unterwegs sind, die League of Legends spielen. League of Legends, ihr wisst es vielleicht, ist ja jetzt etwa 2 Jahre lang in der Schweiz nicht mehr gespielt worden. Es hat kein Turnier mehr gegeben, keine Liga, noch gar nichts. Das hat eine kleine längere Hintergrundgeschichte, sage ich jetzt einmal. Auf jeden Fall war es nicht so einfach, ein offizielles Turnier zu machen, mit Preisgeld und allem. Aber die Swiss Esports League hat es jetzt tatsächlich wieder herbekommen. Zusammen mit einem Sponsor, KMPG heissen die, glaube ich, bin mir gar nicht mehr sicher, ich glaube KMPG ist es ja, haben die jetzt League of Legends wieder in die Schweiz gebracht. Und zwar startet das Ganze am 13. Februar, ist schon der erste Qualifier. Es gibt ein Preisgeld von total 2200 Franken für die ersten 3 Plätze. Das ist auch nicht so schlecht für Schweizer Verhältnisse, das ist eigentlich recht viel Geld sogar. Für Schweizer Verhältnis. Und ja, ganz viel mehr können wir gar noch nicht dazu sagen, außer dass wir es super geil finden. All die Infos kommen nämlich erst heute am 4 Uhr, also erst in einer halben Stunde, auf esportsleague.ch. Also dann erfahrt ihr dann mehr. Und vielleicht können wir auch nächste Woche noch mal kurz darauf eingehen. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, weil League of Legends ist ein Game, das ich immer sehr cool gefunden habe, immer gerne zugeschaut habe. Und dass es jetzt wieder zurückkommt, finde ich wahnsinnig toll. Yes. Das ist ja so. Stimme dir dazu. Also, wenn ich ein Game gesuchtet habe mit, es ist wirklich jetzt schon so lange her, 16, sage ich, 16, 17, so Anfang League of Legends, dann ist wirklich, also das ist wirklich, das darf ich gar nicht erzählen, dann bin ich alle leicht angesäuselt heimgekommen und haben wir noch, Der gerade so. und haben wir noch 2, 3 Skins gekauft im League, wo ich das Gefühl habe, die gefallen Das mir brauche ich richtig jetzt gut. noch. Genau, das brauche ich jetzt noch. Mein Geld aus dem Fenster geschmissen und dann natürlich
noch 2, 3 Games gezockt, alle Huren auf die Schnur bekommen, weil ich natürlich einfach nicht mal mehr vielleicht irgendetwas Mhm. an die Stange gebracht. Nein, Aber nein. das ist super. Nein, das ist ein gutes Game. Und ich freue mich, dass sie wieder zurück in die Schweiz sind. Also das sind natürlich News, oder? Das heisst, uns Mhm. erwarten wieder sehr, sehr spannende Turnierlis, eben auch Formate auch. Also ich bin ja gespannt, was die SCL da heute Abend am 6 Uhr noch kommuniziert, oder? 4. 16:00. Entschuldigung, Ja. am 4 Uhr. Ja, am 4 Uhr. Genau, genau. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir schon beim nächsten Thema, oder? Ja, ein Thema, wo, glaub du dich vor allem extrem drauf freust. Habe ich so mitbekommen. Genau, genau, genau. Also, ich glaube, ja, wir wären zwar noch schnell vorher, glaube zum GameStone Quick, aber das können wir ja nachher auch noch schnell Ah, ja, anschauen. stimmt, das Ja, haben wir ja genau. eigentlich auch noch drin. Hä? Aber alles True, gut, no true. worries. No worries. Wir gehen jetzt schnell bei Elden Ring vorbei. Mhm. Ja, es ist, glaube ich, ein Weil, Thema, da sind alle heiß drauf, sind genau, wir genau. ehrlich. Ja. Genau. Wir freuen uns natürlich alle extrem auf das Elden Ring. Wird ja der ein Blockbuster sein, der jetzt rauskommt, wieder vom hochgelobten japanischen Studio From Software, ähm, wo natürlich an die Geschichte von Dark Souls nicht anknüpft. Das ist, glaube ich, eine neue Geschichte, so viel ich weiß, aber sie ist geschrieben worden zusammen mit dem J.R.R. Martin, hä? Also der Mhm. Game of Thrones hat geschrieben. Also die Bücher zu Game Äh, of Thrones, genau. Ja. Genau, oder die Bücher, genau, The Song of Ice and Fire ist ja das ursprünglich, glaube ich, Yes. sogar gewesen. Ähm, und mit dem zusammen und mit den Entwicklern von From Software haben sie da ein Meisterwerk erschaffen. Also ich habe viele Rezensionen gelesen, geschaut schon ein bisschen, von Leuten, die es haben angespielt haben, die können, den Beta-Test machen. Ähm, also es ist wirklich durchgehend gut. Also es klingt einfach nach etwas, wo man auch ja, mal wieder ein halbes Jahr vor dem Bildschirm klebt. Also einfach, Bis du den ersten Boss ja, gelegt hast, Mensch. ja, genau, bis du mal durch das Intro bist oder so. Das Tutorial, genau. Nein, ja, aber zum Elden Ring selber finde ich halt auch noch, muss man auch noch sagen, Souls-like sind ja Souls-like wegen Dark Souls und Elden Ring kommt aus der gleichen Feder wie Dark Souls Spiel, darum ist es ganz, ganz klar ein Souls-like. Aber was ich bis jetzt gehört habe und bis jetzt habe vernommen, ist es nicht so schwierig, wie das die ersten Dark Souls-Teile waren. Man sagt ja, das Ace sei eines der schwierigsten. Und vorher war ja noch Demon Souls, das ist ja auch nochmal richtig schwierig gewesen. Und wir haben ein paar Facts, oder ich habe mir noch ein paar Facts rausgesucht zu Elden Ring, vor allem zu den Systemanforderungen, damit ihr einfach auch wisst, kann ich das Game bei mir zocken oder nicht. Also grundsätzlich kann man es mit dem mittelmäßiger Gear kann man es zocken, also wenn man muss nicht einen High-End-PC haben oder so. Was aber jetzt verwirrend war, was kommuniziert wurde, ist, dass sie gesagt haben, ja, das Spiel wird auch 150 Gigabyte Ja, das groß ist zu sein. viel. Aber das glaube ich und Steffi glauben dem nicht, vor allem die Steffi nicht, weil sie hat ein bisschen Erfahrung mit so Sachen. Und wir sind natürlich ein bisschen schauen, suchen, graben und haben gemerkt, ja gut, also auf der PS wird es 44 sein, die Xbox hat 50 Giga, also es wird auch auf dem PC etwa gleich sein. Also mit diesen 150 macht euch nicht so Sorgen. Wir glauben, das ist auch ein Platzhalter. Ja, auf jeden Fall. Du Genau. spielst es. Du kaufst es. Ich Hast du schon werd, Ferien genommen, Nico? Nein, ich werde es spielen, ich werde es auf jeden Fall spielen, aber so wie ich mich selber kenne, und da muss ich mich auch selber wieder schelten, weil ich habe keines von diesen Dark Souls durchgespielt. Hm. Ich bin dann wirklich halt so an einem Punkt, wo ich sage, hey, weißt du, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt ist wirklich viel Zeit gewastet und Nerven gewastet und ich will Das nicht kenne ich sehr gut. Das ist mir beim Tutorial-Boss, beim allerersten Tutorial-Boss ist mir so gegangen von Dark Souls 3. Habe ich gefunden, mehr. keinen Bock mehr, habe meinen Controller hergeschmissen und bin gegangen. Ja. Ja, aber ich kann die nachvollziehen, ich kann die sehr, sehr gut verstehen. Mm. Ähm, ich habe es nachher noch probiert mit Nio, wenn ihr das etwas sagt, ist ja Ja. ähnlich. Ja. Dort bin ich jetzt ein bisschen weiter, aber auch dort bin ich jetzt bei einem Boss. So ein Pfeife rauchender Frosch, der ist richtig mühsam. Der ist Also richtig Pfeife mühsam. rauchender Frosch, nice. Ja, so ein riesen Frosch Ja. mit einer so einer langen Pfeife und er
er kommt dir einfach immer auf den Ring und dann, wenn du ausweichst, haut er noch mit der Pfeife nach dir und Ja, keine nicht Ahnung. geil. Mm. Aber auf jeden Fall, ich kaufe mir es und ich schaue auf jeden Fall rein, weil, hey, also das tönt schon nach einfach ganz, ganz geiler Story und geilem Mhm. Gameplay. Und eben, Nice. wie ich vorher gesagt habe, schon nur für das, ich finde die Appreciation an die Leute, die es gemacht haben, ist ja, wenn sich jemand kauft und es jemand reinzockt und Mhm. jemand es kann erleben und das mache ich auf jeden Fall, Ja, ich bin 100%. auch ganz gespannt zum Zuschauen. Spielen würde ich es auch selber nicht, muss ich zugeben. Ich bin mehr der Story-Gamer. Ich habe nicht so gerne so Hardcore-Spiele, wo ich hure viel zu tun habe und mich muss anstrengen. Ich habe lieber ein Mhm. bisschen gemütliche Spiele, sage ich jetzt mal. So am Grinden, so Try-Hard-Grinden ist nicht so meins. Ja. Yes, Ja, yes. die streamen nicht auch besser, oder? Wenn so, also ich meine, das ist auch einfacher, um nachher daneben noch interagieren, oder? Ja, Mit das der kommt auch noch Ja. dazu, ja. Aber, Ja. aber weißt du, wer hure die Try-Hard-Gamer sind? Mhm. Die Leute von Awesome Games Done Quick, Mann! Und was ist das für eine solide Überleitung gewesen, da? Nice. Nein, Awesome Games Done Quick ist ja ist eine Organisation, sage ich jetzt einmal. Die machen einmal im Jahr einen riesengroßen Livestream-Charity-Event. Das Jahr hat er vom 9. bis zum 16. Januar stattgefunden. Also gestern ist er zu Ende gegangen. Sie haben über 150 Stunden Games gespeedrunnt. Also das sind wirklich ganz viele verschiedene Streamer und Speedrunner, die dort live im Stream ihre Experten-Games, sage ich jetzt einmal, wo viele Speedrunner die sich ja auf ein Game spezialisieren. Und die haben die einfach dort durchgehend gespeedrunnt. Sie haben Average Viewer von 73'000. Das ist natürlich ganz schön crazy. Und mit Abstand am meisten Zuschauer mit über 110'000 gleichzeitigen Viewer haben sie gehabt, wo der Mitchris hat Sekiro gestreamt, aber weisst wie, nicht einfach normal, sondern blind. Also wirklich, weisst mit Augen zu, Augen verbunden. Also er hat nichts gesehen. Und er hat das gespielt und gespeedrunnt, der hure Spinner, Mann. Also das ist wirklich Krass. unglaublich. Und Ja, ja, wie voll. schon erwähnt, sie haben Charity-Stream, sie haben Geld gesammelt für einen guten Zweck. Der gute Zweck dieses Jahr war Prevent Cancer Foundation. Und sie haben wirklich über 3,4 Millionen Dollar gesammelt für das. Und ich finde das jedes Jahr wieder eine mega geile Geschichte, dass sie das machen. Und darum, ich finde es fast ein bisschen schade, wenn das Jahr verpasst. Ich habe es wirklich erst jetzt im Nachhinein erfahren, dass sie das gemacht haben wieder. Obwohl es ja klar Mhm. ist, sie machen es jedes Jahr, weißt du. Ja, aber es ist einfach richtig nice. Also ich Ja. meine, überleg dir das mal. Wenn du das hier könntest aufziehen, das wäre doch einfach absolut der Hammer. Ja, gut, gell, ich meine, Englisch ist natürlich auch schon mal wieder eine Sprache, wo du einfach auch viel mehr Leute erreichst. Das kommt auch noch dazu. Dadurch ist natürlich Deutsch, sage ich jetzt mal, schon mal schwierig. Man müsste das Ganze auf Englisch machen. Und, gell, die haben natürlich auch, die machen das seit vielen, vielen, vielen Jahren. Das ist schon etabliert. Alle News, alle Medien berichten immer auch darüber und von dem her, ja, so schnell kann man das hier nicht aufziehen, weißt? Also das ist schon, die Schweizer, das muss man halt an dieser Stelle immer noch wieder sagen, die Schweizer sind halt, was Gaming und Livestreaming betrifft, halt schon noch nicht so ganz dort, wo sie könnten sein, um es mal nett auszudrücken. Definitiv, ja, ja. Ja. Ja, ja. Aber das ist das Thema, wo man hin und führen und immer wieder kann diskutieren Voll. kann. Aber was wir eben probieren zu machen, so wie das andere auch machen, wir kämpfen dafür, dass es Mhm. besser wird. Wir schaffen dafür, dass es einfacher wird. Ähm, und das hoffentlich mit Erfolg und hoffentlich Mhm. mit einem Stream, wo man kann schauen und nicht die ganze Zeit freest. Sag nicht, ja. Ach. Ärgerlich. Aber ja, Nein, das ist jetzt halt so, ist jetzt nicht so schlimm. Ich kann euch sonst noch gerade schnell kurz zeigen. Das ist wirklich crazy, was der hier gemacht hat. Also, ja, das ist ganz, ganz heftig. du hast sogar das Video parat. Ja, das Nice. Videoapparat, ja. Ja. Nice, Also, es nice. ist wirklich ganz, ganz krass. Ich bin gespannt. Ich meine, wenn es jetzt
das Video zeigst, Ja. naja, es hat nichts mit dem Buffering, also es buffert halt einfach. Ja, nein, die Qualität wird auch nicht besser durch das, aber auch nicht wirklich schlechter, glaube ich. Ich glaube, besser kann es gar nicht werden. Ja, nicht. Und schlechter auch nicht. Nein. Nein, aber so viel da dazu. Also es war wirklich eine ganz crazy Geschichte gewesen. Und ja, jetzt schauen wir mal natürlich, wie das dann nächstes Jahr wird, ob sie nächstes Jahr ihren Rekord wieder schlagen können. Aber wir gehen mal davon aus. Also weil bis jetzt haben sie wirklich jedes Jahr ihren Rekord wieder auf das Neue geschlagen und ich glaube, das wird das Jahr auch nicht anders sein. Ja. Also das